Wichtigkeit von der Orientierung als natürlich nicht diskutabel. Und dafür sind wir also auch der Meinung, dass die Orientierung all Effort justifiiert, all Opwand justifiiert, ob das ein Examen ist, ob das eine Kommission d'Orientation, ein Conseil d'Orientation, was auch immer. Es scheint da so eine wichtige Decision für die Kinder, für Eltern, dass den Opwand auf jeden Fall justifiiert. Also das ist wichtig, dass die Eltern an Kinder so gut wie möglich informiert sind und das auch positiv, dass die Eltern in ihrer Meinung gefragt gehen. Allerdings müssen sie sich trotz aller Gespräche an der Schule aber vorstellen, wie objektiv können die Eltern, die außerhalb vom Schulbetrieb sind, hier kann nach abschätzen und den Entwicklungen in den letzten Jahren, wo Kompetenzen, Kompensationen, Bilan an der Platz, Zensuren, Smilien zum Teil, auf für allem kein Klassement mehr in den Klassen. Also es ist wahrscheinlich ganz schwierig für viele Eltern, sich wirklich vorzustellen, objektiv vorzustellen, wie Leistungen von ihren Kindern par rapport zu den anderen sind. Dabei könnte nach an dieser Prozedur ja nicht nur mit Schulleistungen geguckt gehen, aber eben auch das Interesse vom Kind, sein Kreativtalente an einer Sache. Es muss sich zusammen mit dem SWE, mit dem SEW vorstellen, ob der Druck auf die Schulmeister nicht fies durch die Prozedur an die 80%, ja immer zitiert gesehen, die sie aber an dem aktuellen System übereinstimmen. Und weil Lot gewicht von dem enge par rapport zu dem anderen deutlich klimmt, wo der Konsensus soll Gesicht gehen, da kann ich wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass die 12 und 80% Konsensus so beibehalten, die kann sich auch verschlechtern, die muss sich nicht in Urven entwickeln. Es muss einfach Gefahr gehen, dass die besser situiert oder mehr aufschlussreich Älteren sich mehr leicht können durchsetzen, da das nicht sozial gerecht. Muss ich noch gucken, dass der Psycholog zitiert dann Rapporten als der kann intervenieren, wie Inegalität liée à l'origine sociale auszugleichen. Das ist als ein grundsätzliches Missverständnis vom Rolle von einem Psycholog, den das nicht für Inegalität sozial auszugleichen, mit sich um Psyche vom Kind zu kümmern. Das ist eine originelle Aufgabe. Aber noch die Tatsache, dass ein Examen wegfällt und dass den nächsten Kurs dann nicht mehr nach dem Tribunal ist, das führt schon dazu, dass die Kommission ja auch weiß, dass wenn sie nicht den Älteren nachgeht, dass sie dann dem Staat einen Prozess erbringt mit allen Problemen. Also auch da ist eigentlich dafür gesorgt, dass wir von den Älteren sich können durchsetzen. Das ist nicht gerecht gegenüber den Kindern, das ist sozial nicht gerecht. Es hat ein ganz Reihe Probleme gegenüber dem Stellenwert vom Enseignant. Ich will ein Beispiel so aus dem Ausland, wo das hinfährt, und zwar aus dem deutschen Bundesland Hamburg. Die haben den freien Elternentscheid, das liegt ähnlich wie das, was man ja praktisch nämlich, und die haben die schon lang, und ich gebe ein Beispiel von der Entwicklung. Im Jahr 2000 zu Hamburg sind 44% von den Kindern an das Gymnasium gegangen, in Bayern zeitgleich 26%. Und an den Gymnasien hat dazu eine ganze Diskussion geführt, die ich noch nicht kann argon wäre interessant, aber auf jeden Fall wird den ECO eine Diskussion an den Gymnasien, wie Lehrerschaft, Schulform und Anspruchsprofil der Gymnasien sich könnten auf die veränderte Schulpopulation erstellen. Das heißt also sich eine Beschreibung wie die Nivellement vers le bas, weil viele Kinder an das Gymnasium kommen, die originär nicht prädestiniert sind an den Schultyp, müssen die Schulen sich natürlich umstellen. Am Blick 2016 sind 50% von den Kindern genannte Gymnasium und geschert wird vom Senat Hamburg 2020 70%. Diskussion zu Hamburg also Sommerblick durch die freien Elternentscheid am Zeitraum von etwas über 15 Jahren, die auf das Gymnasium soll aufgeschafft gehen, an den Tronc commun soll angefeiert gehen. Das sind die langfristigen Konsequenzen. Für uns als ADR ist das nicht die richtige Richtung. Die richtige Lösung ist, dass man die zwei Schultypen, also die zwei Hauptorientierungsspuren, der Lycée Klassik und der Lycée Technik, an einem Sinn abwerten, und eben auch die manuellen Berufe an einem Sinn abwerten, dass nicht immer konsideriert wird, dass den am Lycée Klassik besser, in Anführungszeichen, wäre, wie den, die wir in manuellen Berufen lehren. Es geht um Spezifizität und Attraktivität von all Schultypen, von all Berufen, von all Perspektiven für die Jungen so abzuwerten, dass wirkliche Schwacher gemerkt gehen, ohne dass man an die Mechanismen rankommen, wie ich sie für Hamburg beschrieben habe, und ohne dass man heute Lehrpersonal an eine ganz schwierige Situation ransetzen. Aus diesen Gründen wird mir als ADR auch das Reform von der Regierung nicht machen. Wir gehen als wünschen, dass wirklich eine Orientierung gemerkt wird, die nicht auf so soziale Kriterien lebt, an die, wie gesagt, auch denkt, wie die manuelle Berufe bei so einer Gelegenheit abzuwerten.